Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein starkes Zeichen. Und das für mich wichtig, weil aus der Deklaration vom Premierminister von Haut Mathuelen ein starkes Zeichen, dass der Sozialdialog, nachdem es lang blockiert war, lebt. Dafür kann ich den Premier als einer Verhandlungsequipe wirklich nicht mehr ausdrücklich felicitieren, dass sie gestern fertig haben, dass der Sozialdialog heute in Lützeburg funktioniert. Diskussionen, die mir die letzte besonders schlechte Stunden erlebt haben, haben gewiesen, Bereitschaft für mit denen zu schwätzen, als Bereitschaft für Verantwortung zu überholen, auch. Ja, das ist noch keine Lesung, kein Akkord auf alle Punkte fand gehen. Das wäre auch verwunderlich gewesen, wenn ich weiß, was also Motto der Gestung. Und dafür also da wichtig, dass der nächsten Akzent gesagt gehen ist, und dass die Verhandlungen sowohl am CPT wie auch in Gemeinden von Erfolgswerten gekränkt sind. Wenn wir heute unterstreichen, dass der Sozialdialog an die Rulle kommt und dass die Akteure sich demnächst alle Guten zusammensitzen, an die man noch lauscht, diskutiert, kontrovers, mit Respekt, so ist der größte Erfolg. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einem Land, das hinter Jahrzehnten auf ein Modell gebaut wird, der vielleicht klein ausgeseit, mit groß wirkt, der Sozialdialog, Lützeburger Approche, made in Lützeburg. Dieser Approche ist sicher nicht immer perfekt, nicht immer sicher, aber sie funktioniert. Robust, resilient, aber auch das kann fähig, als durch mehr turbulente Zeiten zu drohen. Dass dieser Sozialdialog, den an der Vergangenheit durch Krise geholfen wird, durch die Finanzkrise, durch die Stahlkrise, durch die Pandemie, durch den wirtschaftlichen Umbruch und technologische Revolutionen. Dieser Approche hat haut nach keine definitive Lösung produziert, aber sie hat sich schnell lanciert, sowohl an der Sozialdialog wie auch am CPT. An einer Zeit, wo das Arbeitsfeld sich fundamental ändert, wo neue Technologien, neue Erwartungen und neue Unsicherheiten sich aufbauen, ist es ein Signal, dass wir zu Lützeburg Dialog festhalten. Wir schwätzen nach Madeleine und nicht nur, dass wir lauschen, auch nach oben und wir diskutieren und streiten, auch Madeleine, aber konstruktiv und am Respekt für die Männer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es so Gespräche geht, also immer einfach zu sagen, wir sind als Förderungen an der Recht interessiert uns nicht. Das kann ich machen, aber da könnt ihr nicht sagen im Dialog, und dann ist es doch schwer, Resultate zu finden, und so funktioniert Politik nicht. Nicht, wenn es um Leid geht, nicht, wenn es um soziale Frieden geht, nicht, wenn es um Vertrauen an die Institutionen geht, aber wenn es um die Zukunft von unserer Ökonomie geht, da muss es doch möglich sein, mit denen zu diskutieren und zu streiten, mit das immer mit Respekt. An dieser Diskussion sind alle Akteure mit ihren Vorstellungen gekommen, jeder mit seiner Perspektive, und die Regierung ist an diesen Diskussionen mit Courage gegangen, weil es war nicht immer einfach. Es gab noch keinen Akkord, wie der Premier schon gesagt hat, auf alle Punkten, mit Bewegung, Kontakt und Bereitschaft zu diskutieren. Dass das möglich war, ist ein Verdienst von allen Akteuren. Für von der Regierung, die gewiesen hat, dass sie kann diskutieren und nachlauschen. Als CSV wissen wir, Lesungen müssen mit Nägeln geschaffen gehen, für dass sie nachhaltig sind. Die Majorität kann dezidieren, mit dem sozialen Frieden kann ich nicht von einfachen Uhrenruf dekretieren. Die Diskussionen von gestern, sowie auch der Debat von heute an dieser Chamber, ist nicht der Schluss, das ist ein Startpunkt, eine neue Dynamik, die erst umgestoßen geht, an die muss auch genutzt gehen. Salarien am Patron verdienen nicht, dass wir nicht abgehen bei der Sicht noch guten und gemeinsamen Lesungen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass diese Diskussionen so lange gedauert haben, gestern 11 Stunden, als kein Zeichen von Schwäche, am Gegenteil, das ist ein Zeichen von verstärkt, von Willen und von Ausdauer, für das soll etwas dabei herauskommen. Es weiß, dass es etwas ging, es ging um eine Substanz, es ging um ein Kontinu, um konkrete Mesuren, an der Pack von Mesuren, die schon viel diskutiert haben. Es gouf diskutiert, gestritten und verhandelt, mit das wichtig, dass wir auch wissen, dass es möglich ist, heute in Lützeburg mit denen auf dem Niveau zu diskutieren. Viel die Kontinu von diesen Gesprächen angeht,
Du ass noch net viel am Detailer bekannt, mit der Seepunkt in de Premier nach Strachfurt, wat er das vun de Kollektiv verträgt, da das eng gesund Grundlag fir das man am Frieden können diskutieren. Viel einer Dossier muss nach verhandelt gehen, sie wird am CPT, sie wird doch nach großen Dech. Ich will dem Premier aber merci so, dat die Initiative auch geholt für Haut direkt nur de Recht run an nur enger ganz kurzer Not, die hin aber gemerkt huet, hinzukommen und sind noch nach sicher, dass hin dat auch fährt an zukünftigen Etappen nachfährt machen. Da das auch nicht immer selbstverständlich und weist doch den Willen zu Transparenz. Es schenkt auf alle Fall klar, dass Gewerkschaft bestätigt kruten, dass die Rechte am Bereich von den Kollektivvertragsverhandlungen erhalten bleiben. Das ist ein zentrales Element. Einer Themen wie Sonderservice bis zu den Ouverturszeiten vom Handel, über Pensionen und die Organisation von der Arbeitszeit bleiben dich. Und ich wünsche all den Akteuren konstruktiv weiter Gespräche. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will jetzt mit einem persönlichen Gedanken aufschließen. Es sind auch immer die Mann, die 4 Jahre als Gewerkschaftler um Terrain bei den Leitern an den Betrieben waren. Und so war ich in meiner Karriere oft bei Verhandlungen dabei, die bis später nicht gegangen sind. A Konfrontationen, die hart waren, mit immer am Respekt gelebt goufen. Und ich erinnere mich an die Momente, wo es genau so ausgesehen hat, wie wenn ich gehen und trotzdem als etwas in Sternen. Aber wie gestern Abend auf meinem Weg hierhin, die war viel leichter wie die von den Leuten an der Dreiergespräche auf meinem Weg hierhin, habe ich schon die viele Stunden gedauert, wo ich an meinem freien Leben selber auf so einem Tisch sitze, und auch müssen vieles nachlauschen, wo ich nicht immer einverstanden war. Wo es aber darum gegangen ist, nicht just den Punkt durchzukriegen, mit Lebensrealitäten von der Salarien, von der Ökonomie auf dem Land besser zu machen. Und ich hatte gestroffen und dann nach Hautnähes Gefühl, was mich immer motiviert hat, Gefühl, dass Politik etwas bringen kann, wenn man einen auf den anderen lauschen, der doch nicht immer direkt zu Resultaten kommt, mit dass er aber kann, aber einer langfristig am Ende sind, von den all die Decisionen auch kann am Dialog mit den Pfannen, von den noch in letzter Minute muss uns zu Entscheidungen holen, die auch nicht immer für gefallen. Weil das ist die Vision von der Politik, eine Politik vom Dialog, eine Politik vom Nachlauschen, nicht als Spektakel von Gewinner und Verlierer, weil das ist die falsche Ausstellung bei so Diskussionen. Wir können heute nicht den Kompromiss verteidigen, wir können aber eine Haltung verteidigen. Die Haltung, dass der Dialog mehr wert ist für eine Polarisation. Dem Premier, der Regierung und all den Akteuren weiter konstruktiv Gespräche beim Brückenbauen am Interesse vom Land an der Leute. Ist so der Schmerz.